wat schwaret best durchgegaan. Und die einste Lod auf den Hort hast, dann frag ich bloß, gib dort mir Gott, lud Armut für die Drehen, und lud die bloß mit seinem Fried fallen. Lud die mit seinem Fried fallen, wie das nächste Part von uns Leid singen. What
strahlen, dein Licht kein Prallen, raubt Tod und Grab, haft kein Reichtum mehr. Dann kein dein Morgen, in den Versprechen, du bedrückst dein Körper, ich lebend will, dann in dem Strahlen, dein Licht und Prallen, raubt Tod und Grab, haft kein Reichtum mehr. Jesus, du hast doch Brot besiegt. Oh, Halleluja, es soll in dein Herz gefällt. Halleluja, Gott verlor all und wie, was ich hier losgenommen, du hast Gnade und Vergebung, Jesus Christ, wiederholt in mir. Halleluja, es soll in dein Herz gefällt. Halleluja, Gott verlor all und wie, was ich hier losgenommen, du hast Gnade und Vergebung, Jesus Christ, wiederholt in mir. Jesus Christ, wiederholt in mir. Vom Herz zu Gott, wiederholt in Hey, dat het schijnt dat we kan weten, dat we gaan hoopning, we kan positief denken in een gefallene Welt. Wenn du noch levend ist, dat mein Gott seine Gnade erst noch einmal über die. Hey, Gott Marius Kirk, sei willkommen hier, wenn du hier zu dieser Kirche hier bist, bist willkommen hier. Wir freuen uns, dass du uns kicken das. Und wenn du uns horchen das, du hier nicht zu dieser Kirche, aber du wirst von dir und uns hier zu horchen, auch sei willkommen hier. Uns freut uns, dass wir können rüberkommen und Jünd und eine Botschaft bringen zu Jünd. Hey, so geht es all in den vergangenen Werken gehört haben. Wir sind in einem Monat, was wir nennen, den Missionsmonat. Und wir tun jeder Werk eine Mission bekennen, was wir aus Kirche unterstützen tun. Pastor John, der predigen. Und von der an, weil wir von Vida 180 in Klimpet sein. Ich glaube, viele von Ihnen kennen Vida 180 und ich persönlich glaube, dass Vida 180 erst eine steht, wo du einen Unterschied merken, der dort uns lohnt wird, in der Zukunft eine bessere Stadt sein. Und sie merken für sich auch einen Unterschied, dass der Himmel wird voller sein und das Hall wird leer sein. So werden wir uns hier so ein Video sein von Vida 180, dann wird Pastor John abkommen für die Botschaft. Ik zie Denver Penner van Vida 180. Vida 180 is een organisatie waar ik in mijn vroege omvang in 2014 ungefähr 6 Jahre terug. Wir sahen, wo nötig, dass wir mit den heimlosen Kindern schaffen hier in Estado de Chihuahua. Das sind so viele heimlose Kinder. Und wir sagen, das sind nicht bei Kinderheims, die wurden meistens von der katholischen Iran, some wurden von der Government Iran, und dann sind auch noch ein paar christliche Heims auch. Aber was wir sagen, in der Schnitt von meisten von denen, dass die wieder fokussiert an die Kinder ein Heim geben und Eten zu geben. Aber wir sagen nicht, dass die wurden abgetragen, dass die wurden Gelegenheit gegeben, dass die wurden so behandelt als unsere eigenen Kinder. Unsere Leute, die wurden ziemlich als heimlose Kinder behandelt. Und so Gott lädt uns das am Hort. Es ist Gott uns vertraut, hey, ich sehe noch wem, was diese Kinder, sie kriegen so eine Kamera aus ihrer eigenen Kinder. Ich sehe noch wem, was die leben, als ihre eigenen Kinder, was die abtragen, als ihre eigenen Kinder, und die Gelegenheiten geben, als ihre eigenen Kinder. Und mit der Vision fangen wir das an. Wir fangen in 2014 fangen wir an mit 6 Kinder, von denen haben wir 120 Kinder. Die Dinge, die wir tun, die sind alle taub. Maar wir 3 Dinge erfallen. Ein von denen ist, das Kind raden von der Groß, rescatar. Dort allein ist ein ganzer Prozess. Dort hat viel mit der Government involved zu tun. Dort hat manchmal mit zu tun mit sehr schwierige Situationen sein, von der Sklaverei, von verschiedenen Dingen. Die Kinder
raden van de God. So dat is nummer 1. Nummer 2 is dat kind heilen. Want dat kind, nou wie dat kämpft met de abuse, met de sklaverie, met alles wat er passiert is. Manchmal sehr kämmerige situations wat er zijn. Die kämpft met alle dat top her en door is dat een proces van dat kind heilen van dat. En nummer 3 is dat kind optragen. Dat optragen te denken, zoals onze kinderen geleerd zijn denken. Dat kind optragen te leren schaffen, leren een productief mens te worden, leren christelijk leven. So alles wat we doen, dat moet helpen tot deze 3 dingen, dat we dat kind optragen kunnen, zoals onze ene kinderen. Zoals ik zei, we vangen in 2014 aan. Van deel hebben we 120 kinderen. Und wir haben mehrere verschiedene Programme. Wir haben durch Schuldur, wir haben Musikprogramm, wir haben Sportsprogramm, wir haben das Programm, was ich persönlich sehr mit involviert bin, als wenn die Kinder 16 sind, dann helfen die eine Arbeit kriegen. Zwischen 16 und 18 haben wir 14 Kinder, die nu al eine meestaltige oder eine faltige Arbeit haben. Und wir lernen die, wo mit dem Wirt umzugehen, wir lernen die, wo ihre Cellphones zu handeln, wir lernen die, wo ihr Geld zu handeln, sodass alle zum helfen, die lernen gute Menschen worden, christliche Menschen, aber auch brauchbare Menschen. So, wie sagen immer wieder eine Leidenschaft. Wir können manchmal einen Mensch aus Armut helfen, aber viel mehr als es meine Arbeit, dass Armut aus dem Mensch helfen, als der Mensch aus Armut helfen. So, das ist ganz, was wir dann sein, dass Armut aus dem Mensch auch auszukriegen, productive Mensch zu werden. So, wir sind als ganz Fall, wir haben 120 Kinder. So, wir haben ein neues Projekt, das wir angefangen haben in Gomez Morin, Campus 22. Ans eerste construction project wat we doen, dat is voor 150 kinderen. Die zal bij 1 december zal die eruit zijn om opmaken. Dat is meestal 40 veel van jullie hebben je half het jaar dat dat zijn. Het is nog niet alle geld hebt om dat doen, maar dat is meestal eruit. So we geloven wat ik kan bij 1 december opmaken. Door wat we doen hebben 150 kinderen. 23 kinderen hebben we al op de lijst. Heimloze kinderen. Wat nu, die zijn in steden, over zeer slechte steden, wat op de lijst zijn, eruit zijn, om hier het heim nemen. So wenn das wir aufmachen, dann über das nächste Jahr sitzen, das wird ganz voll worden. Dort Camp, holen wir ein Kind abfragen und dort die Gelegenheit geben. Das Camp nach Bilja ein Kind bloß muss einen Kinderheim haben, dort eten geben, als dort die christliche Schule geben, die Gelegenheit geben zum Schaffen, die verschiedene so eine Gelegenheit geben, als unsere eigenen Kinder. Aber das ist die Vision, was Gott uns gegeben hat, wir wollen die dieselbe Gelegenheit geben, wir wollen die Charakter sein Leben. Und so, even wann, dat met jeder camp, dat is wie dat gedaan doen en God heeft dat zij gezien. En we hebben nog niet alle sponsors top. Veel van jullie Lebenswasser zijn kort van dit gewas. Die zijn sponsors voor some van de kinderen. We hebben nog niet mal ganz alle top voor de 120 kinderen. We hebben nu 23 kinderen op de nieuwe lijst. Dus nog sehr veel gelegenheid dafür. Maar wat ik gezien heb in Lebenswasser is een grote support gewas voor ons. Ganz van Anfang, als we dat aanvangen deden, Pastor Steve, hier een van mijn beste vrienden, en als we dit aanvangen deden, en mij rood geven deden, en we hoopten even dromen deden. En, maar, weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt, wenn je een van deze dingen aanneemt dan, en mij noemt dat, dan neem je mij aan. En wanneer je mij aanneemt dan neem je God aan. En wat ik in Lebenswasser gezien heb, je had deze dingen aangenomen. Ik kan zijn, waar je een kindertjerk hebt. Je neemt dingen aan. Ik kan zijn, wanneer onze kinderen nog mal komen de kerk bezoeken hier bij Lebenswasser, die voelen zich hier wirklich welkom, die voelen zich hier lief. Je neemt dingen aan. En dan van deze kerk zijn zeer veel sponsors, zeer veel van jullie wat je geven financially. Ik kan zijn, je neemt deze dingen aan. Dat meint je hebt Jezus aangenomen. En wanneer je Jezus aangenomen hebt, dan meint het dat je hebt God mankiert. So, dankzij voor Port zijn voor dat. God zegen je Lebenswasser. Guten Tag, Lebenswasser. Freut mich war mit Ihnen top sein sozusagen und Ihnen Heime sein und wir wünschen Ihnen Gott sein Recker sehen. Vielen Dank schön wie das 180 für das Video. Und so soll gesagt werden, wir haben nu in der letzten Feuerbotschaften bitte alle gedacht an Mission. Und wir wollen das, ich will das von dir aufschließen. Und bevor ich das tue, will ich ein bisschen reden zu Ihnen von en denk wat ons alle sehr angeht. Ich wollte Ihnen ein bisschen vertellen, eine Information geben, wenn uns leidender Prediger, wir wissen alle, dann ist Steve starb, dann starb uns leidender Prediger. Dann ist das passiert, dann waren wir als Lehrer in der Kirche uns einig, dass als Elders, was wir Elders nennen, wir waren uns einig, dass wir würden
Und zu arbeiten mit allen Andeilen. Pastor Benedikt kam volltätig in die Kirche an und hat eine große Rolle gespielt in die Kirche wieder drehen für das letzte Jahr. Und wir bereden uns dann auch, dass wir würden ein Jahr lernen, oder so wie ein Jahr, habe ich gerade ein Datum gesagt, aber ungefähr ein Jahr lernen, für wir würden schaffen, mit dem Leiden der Prediger war zu fangen und anzusagen. Und so wir haben über das letzte Jahr da sehr viel über gedacht, viel über Gebet und viel von Gerät. Und so wir wollen uns informieren, dass in den letzten 2 Monaten oder so, haben wir alle mit das geschafft als Lehrer. Und dass wir feiern, sehr klar, dass Gott hat uns gelehrt in das. Und Gott hat uns gelehrt, nur dass Jacob und Christy Cornelsen, dass sie waren die leidende Prediger, steht annehmen in der Kirche. Wir freuen uns auch sehr, dass Gott Jacob Christi gelehrt hat. Ich sehe in meinem Leben, die viele Jahre, wo ich sie verwickelt gewesen mit der Kirche oder mit Lehrerschaft in der Kirche, dann habe ich immer wieder gesagt, dass wenn Gott wem nennt in der Kirche aus dem Lehrer, dann schafft er so zu sein, auf beide enger stark. Und dort wir in das Fall auch war sehr klar, dass Gott hat uns gelehrt als Lehrer und Gott hat Jacob Christi gelehrt. Und so dort gibt uns Friede über das, dort gibt uns eine Friede und wir wollen nicht bloß sein, dass wir wollen mit dem Verweis schaffen. Jacob ist noch in eine Geschäftswelt 100% verwickelt. Und so dort wird ein Stück studieren. Und das Ziel ist, bei nie ein Jahr, dann wird er volltätig in die Kirche sein. Und dann wird er die Lehrerschaft von den Elders, die Lehrerschaft von der Kirche übernehmen. Und so wir wollen die Gelegenheit geben, dass die in den nächsten 2 Wochen kann jemand uns kommen reden mit irgendwem von den Elders, das ist Jacob Cornelsen, Benedikt, Albert Verreis und ich selbst. Und sie können mit uns reden, die können uns Informationen geben, was die davon denken, dass die uns unterstützen. Besonders die von jenen, die Glieder sind hier in der Kirche. Wir würden jenen fragen, ich sage einmal, dass die noch abgehoben, zum sagen, was die davon denken, dass die das unterstützen und Motor sprechen, oder wenn die Frauen haben, oder wenn die Bedürfnisse haben, wir sind ganz oben für dort. Und so, wir checken sehr mutig vorweg, die Vision von der Kirche, die bleibt das hier. Gott leiben Menschen dahin, als uns überall Vision wird wir sein, aber dann besonders die plattdeutsche Menschen. Und so das ist uns sehr wichtig, dass wir wollen unsere plattdeutsche Welt für Jesus erreichen. Ich hatte lauter Zeit viel darüber gedacht, dass wir sind meistens eng. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wir haben immer noch viele Menschen in uns Volk, die nicht Jesus kennen. Und so die Vision bleibt das alles hier. Das meint nicht, dass nicht kleine Dinge wollen ändern, wenn jeder Mensch ist ein bisschen verschieden und lebt ein bisschen verschieden. Und wir wollen uns sehr dankbar sein als Kirche für das letzte Jahr. Das ist gewissen Monaten ein schweres Jahr gewesen, aber nicht ein hoffnungsloses Jahr. Und das ist ein sehr großer Unterschied aus dem schwer oder hoffnungslos. Und so wir haben verschiedene Änderungen belebt als Kirche und wir auch als Lehrer. Und die als Kirche, die haben uns genug gewesen, die haben uns Unterstützung gewesen durch diese Zeit. Mit all den Änderungen wurde es und wir sagen einmal, dass wir einmal hastig an einen Augenblick, wir wollen nicht schmecken, wo wir nicht wollen sind. Und so wir haben versucht, das Beste davon zu merken, mit Gott seine Halt, mit seiner Gnade, mit seiner Unterstützung als Kirche. Und wir wollen uns sehr dankbar sein für so, die uns unterstützt haben. Und dann haben wir gehalten mit unseren, was wir wollen sagen, unsere Fehler, unsere zu kort kommen, oder die Dinge, wo wir zu kort gekommen sind, die haben uns genug gewesen. Und so danken wir ihnen für. Wir würden uns auch freuen, dass die würden das unterstützen als Kirche. Auf Jacob in der erfolgreichen Lehrer kann sein, haben Ladung zu tun mit uns als Kirche. Und wo wir das unterstützen, als wir Part sind von der Vision, und wir haben noch eine große Arbeit. Und das ist noch viel, was wir tun können. Wenn wir bloß unsere Ohren aufmerken, oder wenn wir wahrlich sind und wir Einigkeit holen, können wir sehr viel tun für uns plattdeutsch redendes Volk. So, wir wollen jetzt bloß diese Information geben. Ich weiß, viele Menschen haben gewundert und gefragt einmal, was kommt das wieder oder was gibt das wieder. Und zu diesem, was ich weiß, wo das handelt und was das Ziel ist von hier, bei ein Jahr waren Dinge noch ein bisschen ändern. Da wird eine Übergangszeit oder Transitional Time geben, wo wir waren in der Lehrerschaft ein bisschen ändern. Und so Dankeschön für Ihre Unterstützung, Dankeschön für Ihre Gebete.
und für jene Gnade, für da, wo wir manchmal Fehler merken als Menschen. Aber sagt uns drei, was ihr denken, und dann werden wir mit das wieder schaffen. Wir sind in die Botschaften, oder das ist die letzte Botschaft von Mission, wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Und das ist ein bisschen Thema gewesen, durch die letzte Feier sind ja, dass wir haben Wort in unser Hängen. Und dort, wo wir in unser Hängen haben, dort haben wir Gott gegeben, und Gott kann dort Müll nehmen, Gott kann dort Meier merken, und dann kann dort eine Arbeit sein für Arm. Wir haben über die letzten 3 Sendungen, die erste Botschaft, wie wer verwahrt. Dort rede ich von, dass wir erst mal weiten, wer wir in Christus sind, für wir können Nächsten sein, was er in Christus kann sein. Hier sie auch, schaut Seswim, dort checken wir ein bisschen Moses, seine Geschichte, wo Moses allerhand uitgeredet hat zu Gott, und er kann nicht Gott reden, und er verschiedene Dinge sieht. Und das ist einmal, wo wir sind. Wir weiten, wir haben drauf auf uns Leben, aber wir haben diese uitgeredet, jene uitgeredet, wo ihn das nicht schafft. Und so wir checken nur ein bisschen noch, Jeff mit ihm Brot. Vielleicht sind auch checkt ein bisschen noch, was in deine Hängen. Vielleicht hast du mal ganz wenig, was du hast, aber wenn wir Gott dort geben, er kann das mal nehmen. Wenn die diese Botschaft nicht gehorchen, die können finden an unsere App oder unsere Internetseite oder YouTube, so eine Dinge dort. Von der will ich reden von Oabeida, Oppe, Stap. Von der ist ein bisschen eine andere Art Botschaft vielleicht, als wir vielmal haben. Von der ist das eine Informationsbotschaft. Ich will Ihnen von der gewisse Dinge wiesen, wo andere Menschen schaffen oder wo wir im Bett verwickelt sind. Na, das sind Dinge, die ich Ihnen will wiesen, das sind alles Dinge, wo wir im Bett verwickelt sind. Und, aber das sind Dinge, wo Arbeiter all schaffen. Und die Ursache für das, oder mein Ziel mit der Botschaft ist, dass wir das wollen, erkennen und ansehen und annehmen, dass wir mehr tun, als wir tun. Ich weiß, wir tun Livestream, ich habe das einmal verglichen mit, dass wir scheiten Baum von weit auf nehmen. Aber zum wirklichen Lohn annehmen, dann müssen wir noch Soldaten anschauen, sozusagen. Und ich sage einmal, dann müssen wir Boots on the ground. Dann müssen wir unsere Stiefel noch auf die Erde haben. Und so das ist ein bisschen das Ziel mit diesen Botschaften. Jesus sagte in Matthäus 9, 36, als er dort Volk sagt, jammer am dat even aan, weil sie werden verjagt und haltlos, so schub ohne Hort. Ich denke, fällt man ans Volk, wenn ich das lese, wenn das jüdische Volk wie ein sehr religiöses Volk. Die Juden, sie hatten ihre religiöse Lehrer. Sie hatten die Menschen, die entgeistlich leiden sollen, die endlich Wort Gottes leiden. Aber dass wir bloß in sehr tonen System wird unterdrückt und da wir wenig live sind. Und dann kommt Jesus und er guckt über die Menschen am Jammer dort über wenn sie wären so schub und hart. Und das ist ein bisschen, wo wir einmal sind. Dann seht er zu seinen Jüngern, du hast eine große Art, aber du sind wenig Arbeiter. Und das ist bei uns auch so. Viele sind auch sehr gut, wir haben ungefähr 500.000 plötzlich redende Mennoniten in der Welt und wenig Arbeiter da mang. Und so werden wir beten dem Herrn für den Arndt, dass er wird Arbeiter schenken. Er sagt, fragt auch dem Herrn, den der Arndt gehört. Und das ist ein solcher welcher Punkt, dass der Arndt gehört Gott. Wir sind Verwalter, wir sind seine Arbeiter. Und so der Arndt gehört Gott, dass er Arbeiter schenkt, der Arndt anzubringen. Und ein Ding, was vielleicht nicht so gleich in dort ist, dass ich und du, wir sind fertig die Antwort zu diesem Gebet. Wir sollen beten für Arbeiter, aber wenn wir nicht bloß beten für Arbeiter, aber auch willig sind, die Antwort zu sein, zu uns nicht Gebet. Und wir können das auf verschiedene Wege tun. Ich will diese Botschaft aufschließen mit einer anderen Missionsorganisation, wo meine früheren auch für Jahre sind verwickelt gewesen. Und dann will ich Ihnen ein bisschen von dort vertellen. Aber wenn wir beten für Arbeiter und wenn wir willig sind, die Antwort zu sein, zu uns nicht Gebet. Vielleicht darf einmal nicht beten, wenn wir weiten all, dass wir sind die Antwort zu uns nicht Gebet. Das ist ein Radio. Ich will von dir mit reden von Radio. Viele von uns horchen Radio. In Radio, das ist all so wie 120 Jahre rumgewesen vielleicht. Wir können sagen, so wie 100 Jahre, das ist da eine gewöhnliche Menschheit gewesen. Aber Radio hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt in unserer Welt. Und ich dachte, das Werk ein bisschen studieren, was hat Radio getan in der Welt. Und welche Radio ist ein sehr interessantes Ding. Von der denken wir vielleicht einmal so, wir haben all viel bessere Technologie, wir haben Internet, wir haben YouTube, all die Dinge. Und das ist auch so. Aber manch all die Technologie, was wir haben, als Radio noch von der Tag eins von den Hauptdingen, um eine Botschaft rauszukriegen. Und so,
Ein Ding, was mir sehr interessant wird, Sie sehen im Radio, hat sehr gehalten in der Welt, zum Menschen, die nicht gelehrt haben, die nicht lesen können, zum so einen Menschen Informationen geben. Und dort ist besonders manch uns falsch ist dort, dass Menschen vielleicht lesen können, oder wir können vielleicht lesen, aber nicht verstehen. Und da hat Radio eine bütergewöhnliche Rolle gespielt, mit Menschen das Evangelium bringen. Das Radio wird die erste Technologie, die drucklos wird. Und du kannst irgendwo weit auf im Wald sitzen und Radio hören. Das finde ich schon noch immer so. Finde ich haben wir viel mehr Dinge, die drucklos sind. Aber Radio wird eines von den ersten Dingen, die drucklos wird, was sie mit Wahlen sozusagen, oder mit Airwaves, sagen wir das auf Englisch, schafft dort. Radio wird das Ding, wo Menschen können anfangen zu schaffen und zu horchen zu der selben Zeit. Von ersten Tag mit YouTube, oder wenn die Videos sein, das, oder so eine Dinge, da ist auch noch so ein Ding, dass die Kosten nicht so gut dort, down in Arbeit zugleich. Die von uns, die hier in Mexiko wohnen, wir wissen dort, wenn irgendwo was gebüht, dann schreckt das Radio da nicht. Wir haben in den letzten Jahren halb ein Haus gebaut. Und ich sehe jedes Mal, wenn ich da kommt, mit den Bauern reden, dann muss ich erst mal ein Radio drehen, wenn er wird viel zu laut, wie kann ich mal vertellen. Und so, Menschen gleichen das Radio schrien an und schaffen, aber das ist ein Weg, wo Radio schafft. Du kannst vorn in Radio horchen. Du kannst einen Traktor setzen in Radio horchen. Ich rede so weg mit einem von unseren Brüdern hier in der Kirche und er hat sich mal bekehrt von einem Drogenleben, von einem Trinkenleben, hat einen Traktor wegen christliches Radio. Ich rede mit Pastor Jacob diese Weg und er sagt, dass er wie ein junger Liedje war, er schafften in der Stadt von Forma und da hat er sehr viel mal Radio gehört am Traktor und sein Denken über Geld und über jährliches Leben in vielen Hinsichten haben, du hast Radio eine große Rolle gespielt. Und so, ich weiß noch, als ich Truck fahren in Kanada, als wir da Predigt wären, dann da ich ein oder zwei Tage weg Truck fahren, ich habe viel nach christliches Radio gehört. Ich habe ich habe mal gesagt, meine beste Botschaften habe ich auf dem Truck gepredigt. Aber das hat wie ein Wasser mit Radio totgeknackt. Und so Radio hat eine große Rolle gespielt. Checken bitte noch christliches Radio diese Weg und sie sagen uns, dass in Nordamerika von der ersten Tag nach mit all den Technologien, die wir haben, aber ungefähr 20 Millionen Menschen horchen noch christliches Radio in einem Weg. Und so da hat großen Einfluss in viele, viele Menschen. Radio ist dort, was uns, ist die Technologie, was uns lässt, große Herden Menschen mit einer Botschaft bekannt merken, besonders in irgendwo, wo die vielleicht ein bisschen apart wohnen oder ein bisschen allein, so eine Dinge dort. So Radio hat eine sehr große Rolle gespielt und dort. Ein Schreiber sagt, dass Radio ist die ganz erfolgreichste Technologie, die Menschen mit einer Botschaft erreichen. Na, wir wissen von der, wir haben TV, wir haben Internet, wir haben alle Dinge. Aber viele Städte in der Welt, das Internet oder diese Dinge, das ist noch sehr begrenzt oder vielleicht verhält nicht. Und so Radio spielt eine sehr wichtige Rolle. Aber ganz besonders ist Radio sehr erfolgreich, wenn Menschen aufgesondert wo leben. Wie Deutsche, wir haben uns irgendwo im Barschland gekauft, oder hängen dabei, oder so weit weg von der Welt als möglich, so weit weg von der großen Städte als möglich. Und der einzige Weg zum Durcheinander kommen ist ein Radio. Und so das spielt eine sehr wichtige Rolle. Hier in unserer Gegend, da haben wir einen Mann, Jakob Horns, und er schafft mit Radio. Ich rede so weg mit ihm, wir sind da ein bisschen verwickelt in dort, wir haben ein klein bisschen unterstützt mit Geld, wir haben unsere Botschaften durchnehmen. Und er sagt mir, dass er hat 15 Antennas, oder Stations, können wir das vielleicht nennen, aber diese Antennas, die erreichen 24 Plattdeutsch redende Kolonien in Chihuahua, oder nicht bloß in Chihuahua, in ganz Mexiko. Und so hier in Chihuahua, wir haben alle ein Land gekauft in verschiedene Wüsten. Und so da erregt die Menschen mit Radio. Die können ihre Fortja-Radio horchen, aber ihre Traktors. Und dort ja viele Menschen, die horchen messen da haben, nur das Radio. Und so wir können unsere Botschaften anschauen, andere Kirchen tun. Da kommen viele Botschaften über. Und hier ist in ganz Mexiko viele verschiedene Kolonien. Heute hat angefangen mit Spanisch, aber mein Thema ist Plattdeutsch von dir. Aber das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Weg von uns deutschen Volk. Redet nicht bloß mit dem Evangelium. Aber wenn die Menschen fangen an anders zu denken, wenn wir mehr Dinge hören,
Wir kennen einmal vielleicht, wo in einer Kolonie top leben und ein Lehrer, der sagt uns, wo wir denken sollen. Aber die solchen Dinge, die sind Dollar durch auf dieser Welt. So Radio spielt eine sehr wichtige Rolle in dort. Und noch ich denke, wo Radio eine sehr wichtige Rolle spielt, und dann ist mir nicht so fall, das in Bolivien. Ich rede so weg mit einem Missionar, was in Bolivien schafft, besonders mit Radio. Und so heißt es, das Radio hat eine sehr wichtige Rolle zu spielen, besonders wenn Menschen können euch lesen, die können euch verstehen, was sie lesen. Und so Radio ist das ist der einzige Ding, was sie haben, zum noch horchen. Für viele Städten ist auch euch Freiheit, sie dann noch Pleach, vielleicht mit Phones oder mit Radio, irgendwo im Dienstern satten, haben euch Hydro nicht mal, und so sie satten irgendwo im Dienstern, vielleicht bieten wir einen Baum und horchen eine Botschaft von Radio, aber sie lernen von Gott. Und so Radio ist auf der steht eine sehr wichtige Rolle, auch in Menschen lernen, Jesus nachfolgen. Nicht bloß Christen wollen, aber Nachfolger wollen, Nachfolger Jesu Christi. Und so das spielt eine große Rolle. In Bolivien wohnen ungefähr 100.000 plattdeutsch-redende Mennoniten. Das ist durch Hechers hier in Mexiko. Aber viele von denen wohnen irgendwo ein bisschen allein, sehr tolle Kolonien. Und Menschen kennen euch rüt, wenn sie sich bekehren, oder sie dann nicht mehr mitmachen, dann wird er ausgeschlossen, dann wird er sozusagen aufgeweicht ökonomisch, aber die wollen nur nicht haben. Und so Radio spielt eine sehr wichtige Rolle, ob das so steht. Das müssen nur sehen, dass sie hier noch vierten Zeugnisse von den Menschen, wo Radio sozusagen das erste Ding was wir haben mal halten, mit unterstehen, oder mal mit den Weg aufmerken nur Jesus. Das ist ein langer Weg, was ein Mensch sich bekehrt. Aber Radio hat eine büttergewöhnliche Rolle gespielt, ob das steht. Und so Radio, das ist ein wichtiges Ding noch für dich. Ich sehe auch, dass junge Menschen in Kenia horchten nur Radio. Und sie sagten ganz besonders nur plattdeutsche Kenia-Leute. Wenn Kenia, die werden sehr hingeran und diese Sorte Dinge, wenn die haben nicht viel sonst dort in ihr Leben. Auf dieser steht als Plattdeutsch besonders sehr wichtig. Ich weiß, Menschen haben uns gefragt, wieso die Plattdeutsch? Die singen Plattdeutsch, die haben allerhand Dinge Plattdeutsch. Und die Ursache ist, wenn wir leben, Gott hat uns beraten, um die plattdeutsche Welt für Jesus zu retten. Und das ist auch, wenn wir mit dem Radio in gewissen Minuten verwickelt sind. Und so, Radio spielt eine wichtige Rolle. Radio ist ein sehr interessantes Ding. Radio ist nicht begrenzt von lesen können oder nicht. Radio geht die Grenze vorbei. Wenn du was geschrieben hast, checken, oder du was vielleicht ein Buch übersetzen und dort noch ans Voll checken, dort ist sehr begrenzt, denn wer das lesen kann oder nicht. Radio ist nicht. Wenn die dort verstehen kann, die Sprache, wenn wir der Sprache reden, dann kostet über jede Grenze über. Und so die Grenze von nicht schuld, du jedet über. Radio geht über die religiöse Grenze über. Manchmal sind die große religiöse Teening, wo ihre Menschen nicht rützeln, aber Radio geht da durch. Und Radio geht in den Heimen an. Radio geht auch über die Internetgrenzen. Radio ist nicht begrenzt bloß wie ein Internet. Und Radio so lang hier was für Internet. Wir finden ja, das Radio sehr verwickelt mit Internet, aber das ist nicht begrenzt mit dort so YouTube ist oder Facebook oder diese Dinge. Und so Radio ist die geht über die Grenzen über. Radio geht über die Grenzen von Kirchengrenzen. Wo immer Kirche sie haben, oder ich weiß das auch aufpassen, dann wir Radio nicht Sinn. Und wir hatten keine Radiofreiheit in der Kolonie, wo ich aufpassen hat, an der Gemeinde. Und so, das finden wir auch nach vielen Städten so. Aber Radio geht durch vorbei und ist nicht begrenzt mit dort. Radio ist auch nicht begrenzt mit morgen oder früh. Einmal ist es so, dass in uns Deutschland fällt besonders wie Männer, wir sind in der Welt, wir tun Business in der Welt, wir tun Geschäft treiben. Die Frühe sitzen Tüß in ihr Haus und alles, was die weiten, ist bloß, oder was sie Zugang zu haben, ist in ihr Haus oder vielleicht mit den Obers. Radio merkt die dir auf und früher kann auch nach Jesus horchen, früher kann auch lernen, der steht. Und so, das sind some Dinge, was Radio tut. Und wir sind ein bisschen verwickelt mit Horms hier, lokal mit Radio. Ich da Karte Radiobotschaften abschnacken. Ich kann ja für ungefähr 2 Jahre und die gehen über WhatsApp rüber, aber auch viel über Radio in verschiedenen Städten. Und ich habe über 500 Kartebotschaften abgeschnackt, ganz durch den Epheserbrief, ganz durch den Galaterbrief, durch den Kolosserbrief, ich sehe in Philipperbrief,
Ich habe auch zusammen abgeschnackt, wer wir sind in Christus. Und so die gehen eruit. So wir sind in der Hinsicht ein bisschen verwickelt mit Radio und dann ein bisschen unterstützen, auch mit Geld. So Radio ist wichtig. Vielleicht bist du eine Person und du hast machen sie doch, die würde interessieren. Wohin liest die nicht? Ein Radioprogramm topstellen. Wie ich habe einen Freund, der wohnt in der Stadt und hat immer wirklich ein Radioprogramm topstellen, wo dann auf verschiedenen Radiostationen gespielt wird, besonders auf der Plattdeutsche. Vielleicht bist du so dort. Vielleicht hast du dort ein Ding, was du kannst tun. Aber das ist bloß ein Weg, von wo wir das Evangelium rausschicken. So Oabeida, Oppe, Stap. Wir haben Oabeida in Radio. Hier lokal in Bolivien, viele andere Städten. Aber Radio spielt eine wichtige Rolle. Und vielleicht hast du dort sind, was dich interessiert. Vielleicht hast du eine Stimme für Radio. Wir sagen einmal, dass ein erster Mensch, der hat nicht in TV gesagt. Da meint den Sinn nicht Geschmack. Aber Radio hat es gedrückt. Wo die sagt, Radio ist, da hat alle mit der Stimme zu tun, vielleicht. Aber eben das ist gleich das wichtigste Ding, aber dass wir die Botschaft rauskriegen. Noch eine Organisation, wo wir mit verwickelt sind in Westen, das ist ganz anders. Aber das nennt sich One for Israel, oder Eint für Israel. Wir tun ungefähr 1% von unserer Einnahmen in Kirche, da gibt noch eine Organisation, die in Israel Mission hat. Und ich will von der ganz klipp von dort reden. Und so sie sagen, dass der beste Weg, um die Juden zu sehen, ist durch Jesus. Wenn just 1% von den Juden in der Welt glauben an Jesus Christus als Erlöser. Na weet je, die Juden glauben an Gott, sie glauben an das Alte Testament, was wir von das Alte Testament nennen, das ist ihre Bibel, das ist die hebräische Bibel, kann man sagen. Aber viele Juden glauben nicht an Jesus. Und wir wollen ein Segen sein für die Juden. Und der beste Weg, um das zu tun, ist mit Jesus Christus. In 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, der Herr sagt zu Abraham, verlot dein Land, dein Lied, und dein Vater sein Haus, und go nur in Land, dat ich die wiesen war. Ich war von dir ein großes Volk merken, und ich war die sehnen. Und das wird besonders sehnen. Gott sagt zu Abraham, ich war die sehnen. Und du warst ein großes Volk geworden. Ich war die Nomen weit bekannt merken, und du warst ein Sehen sein. Und weißt du, das jüdische Volk ist ein sehr großer Sehen gewesen in dieser Welt. Ich rede auch ein paar Sehen auch drei von. Aber durch die Juden haben wir unsere Bibel. Unsere Bibel ist geschrieben von dem jüdischen Volk. Bitte vielleicht ein paar Wege, aber das ganz meiste von unserer Bibel kommt von den Juden. Und so wir sagen immer, dass uns glauben, das ist ein jüdisch-christlicher Glauben. Wir haben uns verraten, Jesus kommt durch die Juden. Ich hatte euch davon geredet, dass Jesus, er selbst, wie auf dieser Welt ein Jude, er lebt manche Juden, Jesus weiß, wie weit wir niemals weit weg von dem Land, aber hauptsächlich in dort, was von der Israel ist. Und so wir haben die Bibel durch die Juden, wir haben Jesus durch die Juden, wir haben die Kirche durch die Juden. Die Kirche wird von Anfang eine jüdische Kirche, aber Gott in seiner Gnade möchte der auch verheben. Dort erkennen du von der sind Port geworden von der Kirche und dort haben wir dort zu tun. Aber das jüdische Volk ist ein Sehen gewesen zu uns. Gott sagt zu Abraham, ich war die ein großes Volk mehr und du wirst ein Sehen sein. Paulus sagt im Galaterbrief, dass die Sehen, was Gott durch Abraham verspricht, dort jetzt eben nur Jesus. Und durch Jesus ist die Welt gesehen. Aber das ist durch das jüdische Volk. Er sagt hier wieder, ich war die Sehnen, ich war die Sehnen, die Sehnen, und ich war einen Fluch auf die bringen, der einen Fluch auf die bringen. Und durch die waren alle Völker auf der Erde gesehnt. Und das ist durch Jesus Christus. Aber das Gedanken, ich weiß, Christen denken so verschieden über das von dir, aber das Gedanken, dass wir Israel sehnen, den Gott sehnen, oder wir Abraham sehnen, den Gott sehnen. Und wir bleiben das noch jährlich von dir, wir bleiben das ein ewiger Bund mit Gott und sein Volk. Und so, wir wollen ein Sehen sein zu Israel und ein Port von dort Chavidon mit einem Bett unterstützen oder mit einer Organisation, die du schaffen wird in Israel. Und so wir wollen ein kurzes Video sein von Israel, das ist ein englischer Video. Und das hat uns leid für die von jemandem, der nicht verstehen kann, aber wir haben nicht das Recht, hinter dem wir sagen. Aber wir wollen jetzt bloß ein bisschen Video wiesen von dieser Organisation, was wir nennen One for Israel, oder Eint für Israel. So hier ist das Video.
Over the last 70 years, Israelis have been at the center of the struggle, hungry for meaning, asking questions and searching for answers. Many find joy in the comfort of the world, while others drown in the sorrow of disappointment. But some have found the answer in one name, Jesus, or as we call him in Hebrew, Yeshua. One for Israel is an initiative of native-born Israelis who are on the forefront of high-tech evangelism, bringing salvation to Israel, raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform their communities. And with an emphasis on winning souls, building disciples, and sending leaders, we promote the kingdom of God to both Jews and Arabs throughout the land of Israel. Our Bible college has now grown into a certified educational institution offering bachelor's and master degree programs, bringing Jews and Arabs together in the classroom and experiencing peace and unity in the name of Yeshua. From our campus, located in central Israel, we work together to proclaim the gospel of the Messiah through websites, a radio station, a television studio, classroom instruction, and the largest Christian library in Israel. Training, equipping, and providing a platform for the gospel to go forth. Also, in partnership with local authorities, we provide humanitarian aid to Holocaust survivors, caring for each and every generation with the love of Yeshua. Israel has always been on the cutting edge of internet technology, and with more Israelis online per capita than even the United States, Israel continues to be ripe for evangelism on the digital frontier. iGod, Messiah, Isaiah 53, Ex-Rabbi, and I Met Messiah, among others, are all tools and outlets provided by One for Israel, so the Jewish people can hear, receive, and grow in their knowledge of the Messiah. We want to promote the message of the gospel in the land of Israel through the cooperation of Christians worldwide. Together, we can care for, educate, and reach out to both Jews and Arabs in the land of Israel. As a native-born Israeli who has experienced firsthand the transforming power of the gospel of the Messiah, I would like to invite you personally to extend a helping hand and become one for Israel. Okay, so dat is een beetje een video van deze organisatie, wat ze naam One for Israel. En hij redt een beetje van wat ze doen. Ze hebben een Bibelschool, de einzige Bibelschool in de wereld, wat in Hebreeuws in Israël is. En ze doen met Araber, met Israëlitische mensen, toepschoffen. En zoals ik eerst al zei, dat de beste weg te erreiken is met Jezus Christus. Eigenlijk wat mij interessant was, ik reed ganz kort met die persoon met wat we verbindschap hebben. En dat van internet ziet. Aber das hele lijn hier, dat wist, wo sie haben angefangen met, wat we würden sagen, met social media, zoals YouTube, internet, dingen, YouTube, Facebook, al die dingen. In 2013, en dat is zo naar huis gegaan, aber hij zei me nu, en dit is een jaar heen, ik kan niet een internetsite vinden, wat er nu groot is, aber hij zei me laatst, dat nu, door de coronavirus, nu wird het plus nog mal zo veel huis gegaan van Israelitische mensen wat door checken naar christelijke video's en al zo'n dingen staat. En zoals je ziet, Israël is dadelijk connected. En dus meer internet, al zo'n dingen als iets van de wereld. En zo, eigenlijk wat mij interessant wordt, dat zij hebben, like in de Hebreeuwse spreek, 27 miljoen views, like, wat mensen in de video's gezien hebben, wo zij dat evangelium uitbrengen. En zo zij doen een zeer wichtige arbeid in Israël. En zij doen dat evangelium mitteilen met beides, met Juden, ook met Araber, of wie kan vielleicht zeggen met de Palestina, wat ook in datzelfde land woont. En zo zij schaffen met de beiden. En de arbeiders zijn beides, Israelitische mensen, ook Araber. En zo zij doen in al die spreken. Zo,
Twee hoofddingen zijn Israël met het evangelium erreiken en tweitens Israël leren wat een Christus had er de Bibelschool. En zoals hij zei, library, beker stoer, niet groot stoer, maar wo ze beker hebben, dat is de grootste in Israël met christelijke beker, christelijke informatie. En zo zijn een wichtige rol in Israël. En zoals hij zei, zij zijn de grootste dat land wat het oudste je connected is, Maya, social media, like alle hand phone, internet, al die dingen. Israël is zeer voorop met dat voor vele landen. En zoals ik zei, we geven 1% van onze aanomzet naar deze organisatie en we ondersteunen in den weg met het evangelium verbreiden in Israël. We haben noch einmal geplant, wir weten nicht so was durchkommen, aber wir haben einmal geplant, nächstes Jahr im Februar nach Israel vor mit einer Gruppe Menschen. Und diese Organisation, das ist in Netanya, Israel, das ist ein Dorf, wo wir wollen durchfahren, in ein von unseren Reisen, ein von den Tagen. Und sie würden sehr hier sein, wenn wir einen Stall holen, bloß ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob sie wollen Zeit haben oder nicht, aber das wird interessant sein, ein bisschen checken, wo sie schaffen, da wir ihre Bibelschulstall holen und bloß ein kleines bisschen wat daar passiert. So that's one for Israel. Oabeida, Oppe, Stap. Zij zijn ook Oabeida, waar Oppe, Stap zijn. Ik wil deze Rebotschaften afsluiten met de Evangeliums-Mennoniten-Konferenz, de IMC. Mijn vrienden en ik, we zijn verwikkeld geweest met IMC al van de 19, ik weet niet, 26 wieder ungefähr. 27, we waren in een kerk in Ontario today tijd. Dat is waar we mal anfangen God te dienen. Dat was waar we anfangen de kerk te dienen zo te zijn. We werden gewählt als diakonlied in Ontario today tijd. En dan in de met 90 jaar, dan ging ik naar Steinbach Bibelschule. Dat is ook geknakt met de IMC. En in 1996, dan deden Lorna en ik onder de IMC terug in Ontario tragen en vangen door in de kerk aan. En we werden dan van de missionsbeheerder, de IMC heeft een missionsboard. De beheerder kunnen we vielleicht sagen op Deutsch. En zo deden ons ondersteunen. En wat de kerk zelfstandig weer. En dan weer de kerk, maar dat van jou nog een IMC kerk. Maar weet je, de IMC, dat weer eerst einmal de Kleingemeinde. Jaren 3 in Canada. Voor de 1948 en in 1948 dan trok een poort van de Kleingemeinde in New Mexico. En die zijn hier vandaag naar Hammer Kleingemeinde. Besonders geweest als originaal van die groep. Maar die wordt in Canada blijven. Die änderten even de naam. En dat geeft dan de Evangeliums-Mennoniten-Konferenz. Maar in de 1940 jaren, naar de vierde 1940 jaren, deden zij sozusagen keine Mission. En dat is de punt wat ik wil merken met dit vandaag. Maar in 1942, dan werd een vrouw van de IMC, van de Kleingemeinde Kerk, zij stopte eruit in Mission. Wordt niet ondersteunt van de Kerk, dat wir viele Menschen noch gehen dort, aber zij ging met een andere Missionsorganisation taub eruit en ging Missionsvelden op en fang aan Mission te doen. Aber dat fang aan der op te merken en dan heeft zich dat langzaam entwickelt. En dan in 1953, dan hadden ze ihre eerste Missionsbeheerder, wat er verantwoordelijk was, nur te checken, dat Mission wordt gedaan in de wereld. En dan vandaar is het dan weer gedreht. En zij hebben vandaar nog over 100 Arbeiter in de Mission. Sommige van die zijn, wat zij willen zijn, Associate Missions, zodat die dan voor andere Missionsorganisationen schaffen. Zum Beispiel, wie würden wir noch One for Israel checken, die würden dort schaffen, das würde uns Glied sein, wir würden in Bett unterstützen, aber die würden für ihn dort schaffen. Das ist für ihn auch viele sind. Aber sie haben Missionaren alle in der Welt. Vielmehr, wenn wir an einen Missionar denken, dann denken wir vielleicht an jemanden, der das Wort predigen hat oder so was. Und da sind auch some Sonne. Aber da sind auch Sonne, die Airplane fliegen. Da sind Missionsfelder, oder da sind Missionsstädten auf der Welt, wo die nicht handfahren kosten, um an die fliegen. Und so dass die Missionsorganisationen, die besonders mit Airplanes schaffen, und zum Missionaren anfliegen, Eten anfliegen, all diese Art Dinge. Da sind Lehrer, da sind Sonne, die da Bühnen tun, da sind Carpenters sozusagen, Haltarbeiter. Und so, wenn wir an Mission denken, weil wir nicht uns begrenzen, dass dort mit wir sein, was das Wort predigen hat. Na, das Wort predigen, da wir alle mit uns leben, vielleicht mit wieder, was wir reden. Aber das fährt uns die Hauptsache.
Und so werden wir uns nicht mit dort begrenzen. Lernen auch meine Frau, wie von den 1996 bis 2015, wie wir verwickelt mit der IMC. Und in 2005 tragen wir hier in Mexiko eine IMC-Mission. Und hier wären 3 IMC-Kirchen, 3 IMC-Kirchen. Und wir haben dann für 10 Jahre geschafft, um die zu bringen, eine Konferenz formen hier in Mexiko. Aber das wäre unsere Arbeit. Aber wir wären IMC-Missionaren hier in Mexiko, so zu sein. Und so wir sind sehr verwickelt gewesen mit ihnen. Wir haben gute Freunde, von der auch was in Guadalajara, Mexiko schaffen, was unsere Mission sind. Und so, das ist ein Ding, was uns persönlich in uns Leben eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, sogar, dass wir hier sind in Mexiko. Und als wir hier in Lebenswasser kommen, dass wir hier den Abend mit IMC schaffen, hier, wenn sie haben hier in nördlichen Mexiko nicht mehr Missionaren. Und so dann über dem sind wir in Lebenswasser gekommen, aber unsere Warteln oder unsere Entwicklung ist hier was. Und hier in Mexiko sind von der mehrere spanische Kirchen, die von IMC-Missionaren sind angefangen. Einer ist hier in Cuauhtémoc, in Chihuahua sind ein paar Stück, in Juarez und dann andere kleinere Dörfer hier am. Aber sie haben eine Rolle gespielt, auch in uns spanischen Volk hier in Mexiko, und aber auch manch uns Deutsche. Und so, das ist eine Missionsorganisation, wir sind da eins nicht verwickelt, bitte, meine Freunde, ich komme da raus. Und ich dachte so, was ich will mit das, als Jüngmut merken, dass wir sind von der eine Kirche und vielmal ein Volk, was nicht Mission hat. Na, wir tun Mission über Livestream, mit unserer Botschaft checken, all die Dinge, wir haben großen Einfluss in Menschen. Aber das fehlt an mir. Und so, ich auch mal gesagt habe, dass wir scheuten das Evangelium von weit auf wohin, aber das fehlt an Menschen, die du sind. Und Menschen halten, wenn die sich bekehren. Und die sind wo fast in der Kolonie, wo halten die dort. Und so, das sind Dinge, die ich glaube, was wir in der Zukunft mit Dollar verwickelt werden. Ein von den Gruppen, die manch uns Mennoniten, der ganz geradste Einfluss gehabt haben, das sind die Kleingemeinde. Na, das, ich sehe nicht erst, dass IMC ist, dass wir Kleingemeinde erst einmal für die 1948 oder 1950er Jahren. Aber von der Kleingemeinde hier in Mexiko, die haben den geradste Einfluss gehabt, wenn es kämpft, Schulmaterial, Schulen haben, Kirchen anfangen und so eine Dinge. Und so, das hat nicht bloß von Kanada geschafft, das hat auch hier in Mexiko wieder geschafft. Und so, wir als Lebenswasser Kirche, wir wollen unsere Üben, uns Denken und unsere Arbeit breiter merken, als bloß Livestreaming. Wenn Livestream, das ist, like, die sind hauptsächlich mir, da sind viele Arbeiter hinter das, was die niemals sein, aber wir sind ein großes Team. Und wir tun eine welche Arbeit, aber wir können mehr tun. Und wenn wir nicht so denken, dass wir wollen hier bloß stärken bleiben. Und unsere Vision ist, Gott leben Menschen tun. Und wenn wir dort wieder drehen, diese die Botschaften sind besonders, die was zum uns abmuntern, dass durch einen großen Stab, wo das Arbeiter fehlt. Menschen gehen verloren und kennen nicht wirklich Jesus. Und so wir wollen Arbeiter sein, auf dem Stab. Mission, wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Vielleicht denkst du so, du hast nicht viel. Du hast nur ein kleines Bett in deinen Hängen. Aber du hast dort ein kleines Bett, wo du hast. Und so ich will uns Mut merken als Kirche. Weil wir nicht so denken, dass das wäre, was wir tun. Gott hat uns beraten. Wenn du das nicht wirst tun, dann wird vielleicht keiner tun. Aber wenn du das tust, dann wird einer oder andere, was Jesus fängt dadurch. Und du brauchst gleich unbedingt ein Prediger sein, das ist Axi. Du kannst ein Airplane-Flieger sein. Du kannst wer sein, was Radio tun. Du kannst, wenn du kannst, die Technologie von Radio, von das alle abstellen, so eine Dinge. Du fehlen viel, alle Sorten von Menschen, die das Evangelium mitbringen. So, wenn wir uns nicht beschränken, wenn wir nicht so denken, dass wir sind hier maglich tüß, das fährt ein tüß das maglichste, nicht? Aber ich glaube, das Virus, was wir haben, die Kirche ist toll und wir sind alle rütgeschoben, in der steht, wo wir gleich zu sein. Wenn wir dort brauchen, dann dort können ein Ding gewesen, was uns würde über dem die Kirche sozusagen rütgeschoben und mehr Arbeit dann besiegt. Na, ich glaube, die Kirche ist sehr wichtig. Wir wollen so schön Kirche, dass wir offen können, aber wenn wir nicht uns Christentum beschränken auf das Gebiet, oder dass wir hier taub sind. Vielleicht auf Gott die Augen. Du weißt Gott, du hast was in deinem Leben. Vielleicht kannst du selbst wem Geld geben, oder du kannst selbst gehen. Selbst wer kann die unterstützen mit Geld. Wenn wir brauchen in dieser Welt Geld, da wird möglich sein, wenn wir nicht brauchen Geld haben, nicht? Aber wir machen haben.
En så viele von ihnen kennen dort. Aber du kannst radio, du kannst Internet, du kannst diese Dinge. Und du wirst können halten auf dem Missionsfeld in viele verschiedene Wege. Wenn wir nicht so denken, wir sind bloß hier zum Business Stream. Na, Business ist ein wichtiges Ding und Gott beraubt die meisten Menschen für dort. Aber some von uns hat den Raub. Zum volltätig gehen, rausgehen, Mission tun, oder was immer Gott uns verraubt hat. Und so, wenn wir treu sind mit dort, wo wir haben, wenn wir dort nicht ungegroben, aber wenn wir dort treu sind, wo wir nicht gut sind, wenn wir nach Tod beten. Und himmlischer Führer, wir danken dir, für dass du mit uns bist. Wir danken dir, Herr, für dass du uns gelehrt hast durch das letzte Jahr. Wir beten besonders, wenn wir nun wieder schaffen, mit Leiden predigen. Wir gehen eben in dort Kapitel nennen von der Kirche, wo du uns leiden, gibst du uns Kraft. Aber ich bete auch besonders, dass wir unsere Ohren abheben, dass wir der Stab sein, was Rieb ist verarnt. Und dass wir beten für Oabeida und dann auch willig sind, die Antwort zu sein für das Gebet. Ich danke dir für dich, was in Radio schaffen. Ich bete für Horms hier in seine Arbeit, was er hat, wo du am besonders sehen. Wir beten für die Missionaren in Bolivien, was du in Radio schaffen. Wir beten für Israel, die Arbeit, was sie tun, wo du entsehnen, entleiden. Und wir danken dir ganz besonders, dass du durch eurem Zeit hast in uns Leben geschafft. Besonders meine frühen Ecken, dass wo wir von dir sind und wer wir von dir sind, ist ein großer Part von der Rolle, was sie in uns Leben gespielt haben. Und ich danke dir dafür. Und ich bete, dass wir als Kirche würden unsere Augen abheben und checken, wo es uns fällt, wo viel zu schaffen, dass wir würden willig sein, rauszugehen und für dich zu dienen. Wir danken dir, Herr, dass du uns halten. Hey, wir haben von Mission gehört, wir haben von so einer guten Mission gehört. Und ich will dir bloß Mut merken, was Port von einer Mission. Wenn du noch nicht Port bist von irgendeiner Mission, dann will ich dir bloß Mut merken, dass du wirst Port werden von irgendeiner von der Mission. Vielleicht sitzt du wo du viel zu tun, wo du noch nicht mal hast angefangen, ganz nie denkst. Da will ich dir Mut merken, fang dort an. Vielleicht hat Gott die dort gewesen, dass du dort das anfangen. Wenn Gott wird die nicht was wiesen, dass der andere, was dort nicht sein kann, soll dort anfangen. Er wies uns was, dort wir sollen, du wird nicht tun. Wir beten, so ist Pastor John sagen, wir beten für Oabeida, was du sollen kommen schaffen. Und vielleicht bist du die Antwort zu den einen Gebet. So werden du noch horchen und Port sein von mehr Menschen für Jesus erregen. Hey, hier sind ein paar Bekanntmerkungen, was du abkommen tun. Wir haben YouTube-Videos gemerkt für Kinder, das sind Geschichten für die ganz kleinen Kinder, auch für die betragten Kinder. So, wenn du kannst, den Kinder-Channel, den LW Kinder in YouTube, und dann wies die Kinder da. Das soll auch keine Geschichte hören, was du für ihr alle ist. Und dann, wir haben ein Gebetsteam, wenn die Gebet fehlen, laut uns weiten, schickt uns ein WhatsApp, dann wird das nur in Gebetsteam gebracht worden und dann können sie für die beten. Oder wenn du was geben, hier so in der Kirche, hier von der und von Glock 11 bis Glock 12, was hier wer sein, wo dort kann abnehmen. Oder durch die Werk von Montag bis Freitag, kannst du nur der Lebenswasser Office kommen und dann kannst du so den Abfahrt bringen. Und kriegst du dort auch, der Kummer wird hier so von der und up sein, wenn die Eten fehlen, hier sind die Diakon haben Eten gemerkt für die, kommen hier so zwischen Glock 11 und Glock 12 nur die Kirche, und dann wollen sie die hier ein Paket der Eten geben. Hey, wir sind dann angekommen, ich würde bloß noch einen Serien beten, und dann sollen wir uns hier so das nächste Werk. Vor dem Himmel, Dankeschön für die jeden Wort, und ich freue bloß ein ganz besonderer Sehen, in jeder einer Wort hier zu uns kirchen wird. In die Namen. Amen. Du allein.
bist starker, Gott ist der selber alle Tode, du bist uns Heiler und starker da so bist bloß du. Licht in dunkelste Nacht, ohne Wort Hoffnung gebracht, so bist bloß die Hand, du allein. Gott, du bist Vater, Gott, du bist starker, Gott ist der selber alle Tore, du bist uns Heiler und starker da so bist bloß du. Gott, du bist Vater.